Endlich ist es soweit. Für Familie Henschke beginnt ein neues Abenteuer. Hund Ragnar ist schon im Entspannungsmodus. Die überzeugten Camper sind am liebsten in Franken unterwegs. Dieses Mal in der Bärenschlucht mitten in der fränkischen Schweiz. Boah, also die Vorfreude geht natürlich schon beim Packen los. Die wird dann natürlich schon stärker auf dem Weg. Also ich fahre auch gerne Auto, ich fahre auch immer gern an den Urlaubsort hin. Und dort dann das Aufbauen, das Auspacken, dann ist für mich eigentlich schon mitten im Urlaub. Da kann man immer neue Sachen entdecken und das mögen wir einfach. Camping bedeutet für die Familie aus Falkendorf draußen sein, zur Ruhe kommen und gemeinsam anpacken. Wir bauen eigentlich das Equipment relativ schnell auf. Jeder hat so seine Sachen, die er aufbaut. Ja, der weiß schon, was er zu tun hat. Und dann geht es eigentlich innerhalb von einer Stunde sind wir fertig. Die Kinder sind dann meistens schon unterwegs. Kaum ausgepackt, geht es auch schon los mit der Entdeckungstour in Pottenstein. Wir haben gehört, hier gibt es einen sehr schönen Kletterwald. Und da wollen wir jetzt heute mal hingehen und uns das anschauen und auch, ob das kindertauglich ist. Gut gesichert und mit viel Neugier wollen sie gleich hoch hinaus. Für Vater Stefan und die beiden Jungs eine Premiere. Sieht schon interessant aus und abenteuerlich. Los, dass das hier ein bisschen höher ist. Gemeinsam unterwegs sein, sich etwas trauen. Für Yvonne Henschke schweißen solche Erlebnisse zusammen und bleiben in Erinnerung. Sohn Benjamin hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Super. Es gefällt mir immer so zu klettern und so tun, als würde ich fliegen. Und man hat das Gefühl, als würde man fliegen, wenn man bei diesen Bahnen ist. Ob Ferien oder verlängertes Wochenende. Urlaub in der Region ist für die Familie aus Franken keine Einschränkung, sondern eine bewusste Entscheidung. Ja. Wir haben wegen dem Klimawandel und die ganzen Thematiken haben wir uns eigentlich entschlossen, nicht zu fliegen und machen das aber auch schon seit Ewigkeiten und sind einfach überzeugte Camper. Und das ist ja das Schöne hier in der fränkischen Schweiz, bei uns genau vor der Haustür. Und hier gibt es so viel zu erleben, egal ob du wandern magst, ob du Hochseilgarten oder hier Kletterwald. Da gibt es so viel, also da haben ja selbst wir, sind noch im Promillebereich, was wir da alles gesehen haben. Am Nachmittag wird es ein bisschen ruhiger. Tretbootfahren auf dem Schöngrundsee. Kein Alltagsstress, einfach Zeit zum Durchatmen. Für Stefan Henschke wieder mal ein Beweis, warum es nicht in die Ferne gehen muss. Die Kulisse finde ich tatsächlich super. Zwischen diesen Bergen links und rechts, dazwischen der See, faszinierend schön. Wir haben ja schon hier im fränkischen Land schon so viel verschiedene Dinge anzuschauen. Und wenn man doch mal ins Ausland geht, ins europäische Ausland, hat man so viele Möglichkeiten. Also wegfliegen, vor allem jedes Jahr wegfliegen, ist in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß. Statt Flughafen und Check-in, Natur, Bewegung und gemeinsame Momente. Für die Henschkes ist das mehr als genug. Nach so einem Tag meldet sich der Hunger. Zum Glück ist der Campingplatz gleich ums Eck und das Abendessen schnell zubereitet. Kochen unter freiem Himmel, für die Familie ein Gefühl von Freiheit. Doch nicht nur die Küche wird nach draußen verlagert. Oben im Dachzelt schlafen die Jungs. Zu sehen gibt's da nicht nur Sterne, sondern auch mal Überraschendes. Ich habe mal auf einer Fahrradtour, als wir in Urlaub gefahren sind, eine tote Schlange gesehen. Wirklich. Aber man sieht auch manchmal so Eulen oder so. Mal sehen, was die Brüder heute Abend noch entdecken. Schon jetzt steht fest, der Urlaub in der Bärenschlucht ist für die Henschkes etwas Besonderes. Man kennt die fränkische, man ist schon so oft da gewesen, aber entdeckt, wie man heute gesehen hat, immer wieder was Neues. Ferien in Franken. Für Familie Henschke genau das Richtige.